Artig und gehorsam, so wünschten sich die Eltern die Jugend seit jeher. Doch die begann in den 50ern aufmüpfig zu werden. Und jetzt geht's auf. Mit Lederjacken rebellierten sie und stellten die Autorität der ungläubig dreinschauenden Wirtschaftswundereltern in Frage. Und die fühlten sich vom gelangweilten Marlon Brando-Blick ihrer Sprösslinge so richtig provoziert. Die Jugendschwierigkeiten entstehen durch den großen Verdienst und das lange Wochenende und die große Freizeit. Bei uns früher, da hat man viel mehr arbeiten müssen. Nach der Schmalzlocke graute es den Eltern vor den Pilzköpfen. Help, Hilfe! Singen nicht nur die Beatles, so rufen auch manche Erwachsene. Denn was sich hier tut, erscheint ungewöhnlich besorgniserregend. Zuerst war die Beatwelle nicht mehr als eine hochgespielte Schlagermasche. Dann aber wurde sie Ausdruck eines Lebensgefühls, das die Jugend für die Erwachsenen unerreichbar macht. Viele Erwachsene sahen gar den Untergang der Moral, ja des ganzen Abendlandes. Denn Beat veränderte das Wertebild der Jugend. Und in den Pilzköpfen reifte ein eigener politischer Wille. Während die einen nun mit Love, Peace und Happiness vor den Eltern in ihre eigene Welt flüchteten, wollten die anderen erst die Bildungspolitik und dann die Gesellschaft verändern. Inbegriff der Widerspenstigkeit waren die 68er. Gerd Holzheimer war damals Germanistik- und Philosophiestudent. Seine wilde Mähne hatte für ihn Symbolkraft. Man lässt sich nicht beschneiden, durch nichts und niemand. Angefangen bei der Schere vom Friseur oder beim Rasierapparat bis zur Obrigkeit. Für meinen Vater war das absolut bitter, total. Aber er hat mich Gott sei Dank nicht so oft gesehen. Für ihn war ich Kommunist, der ich nie war. Also der Feind ist plötzlich quasi im eigenen Haus. Feindbilder, Kommunisten kontra satte Elterngeneration und ewig Gestrige. Das stiftete Unfrieden bis tief hinein in die Familien. Dieses sich so sätteln, sich so setzen und so zufrieden sein mit dem Nescafé am Nachmittag, das war uns zu wenig. Und wir wollten eine Freiheit, eine geistige Freiheit auch politisch verwirklicht sehen. Panik befiel eine obrigkeitshörige Elternschaft. Und die Bild-Zeitung hetzte. Ihr Feindbild war Rudi Dutschke, Gesicht der Revolte. Am 11. April 1968 wurde Dutschke vom Hilfsarbeiter Josef Bachmann niedergeschossen. Deswegen kam es auch in München zu Demonstrationen gegen den Springer Verlag. Also hier war damals das sogenannte Buchgewerbehaus. Und da ist die Bild-Zeitung gedruckt worden. Und hier war die große Demo Barerstraße rauf, Schellingstraße und runter vor bis zur Türkenstraße. Rund 2000 Demonstranten waren fest entschlossen, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern, die sie für die Schüsse auf Rudi Dutschke mitverantwortlich machten. Ich war zornig auf die Elterngeneration, die das toll gefunden haben, dass den jetzt endlich erwischt hat. Das fand ich so unmenschlich, so barbarisch. Schließlich griff die Polizei hart durch und die Situation eskalierte. Ein Pressefotograf und ein Student starben. Die Umstände wurden nie ganz aufgeklärt. Ja, das war furchtbar. Also ich weiß noch genau, wie ich dachte, das darf auch nicht passieren. Ja? Unmöglich. Also Gewalt von keiner Seite. Die Münchner beobachteten derweil ein weiteres Phänomen der Zeit. Diese Schwabinger Metzgersleute am Wedekindplatz und wie sie täglich viele Passanten bestaunen mit offensichtlich gemischten Gefühlen eine Neuschwabinger Erscheinung, die Gammler. Gammler waren nicht obdachlos und doch lebten sie unter freiem Himmel, um die autoritären Eltern und deren marktwirtschaftliche Zwänge zu verhöhnen. Wir leben ohne jeden Tag arbeiten zu müssen. Da war der brave Bürger einfach fassungslos. Was würden Sie sagen, wenn Ihre Kinder oder irgendwelche Verwandten dabei wären, die Sie kennen? Ja, junge Leute? das wäre unmöglich. Zu meiner Zeit, in meiner Jugend hat es sowas nicht gegeben, als ein Anpacken. Ein Arbeitslager, die kann alle miteinander, dass sie richtig arbeiten können, dann wäre mal Ruhe. Dann die Flausen vergangen. In den 70ern grenzten sich Rocker durch eigene Hierarchien von den Eltern ab und wurden zum Bürgerschreck.
Atomkraft? Nein, danke. Jugendliche empörten sich gegen den Staat. Auch Wasserwerfer waren dessen Argumente gegen die Aufsässigen. Dann kamen die Punks, die den Staat schlichtweg ganz ablehnten. Slogans wie Arbeit ist scheiße und gefärbte Haare waren ihr Statement gegen die Elterngeneration. Es ist eine Ablehnung der gesellschaftlichen Doppelmoral. Wasser predigen, Wein saufen und so. Und immer einen auf schön Fassade aufrechterhalten und innen drin zerbröselt alles. Bei uns ist alles ganz umgekehrt. Bei uns ist die Fassade scheiße, dafür leuchten wir von innen. Seit über 40 Jahren trägt Erich Zander Punk im Herzen. Und mit seinen Klamotten die Ablehnung des Bürgerlichen nach außen. Meine Mutter, die hat immer angefangen, mit der Hosen kannst du doch nicht rumlaufen. Was sagen denn da die Nachbarn? Mein Vater hat immer gesagt, Gammler, hat er zu mir immer gesagt. Ich hätte Polizist werden sollen, da wäre mein Vater glücklich gewesen, Polizist oder Soldat. Aber das sind ja natürlich genau die zwei Berufsstaaten, die bei mir Sparten, wo gar nicht gehen, weißt? Also in Ampermoching bei Dachau war in den 80er Jahren ein Hotspot der Punk-Szene. Der Gasthof zur Post. Nach Jahrzehnten schaut Erich Zander wieder vorbei. Doch wo einst Punkbands spielten, steht heute ein bürgerliches Doppelhaus. Moderne Zeiten halt, alles wird am Arsch gemacht. In München ist man verfolgt worden von der Polizei, ganz klipp und klar. Da ist man über keine Straßenkreuzung gegangen ohne Kontrolle. Und mir ist halt hier ausgewichen aufs Land. Hier gab es den Konzertsaal und weniger Polizei. Die mussten ja extra von Dachau immer hierher fahren. Die Post war mehr als eine Punkbühne. Sie war eine Kommune und Erich Zanders Zuhause, wo er am Tresen arbeitete. Gut bürgerlich ging es hier nie zu. Und viele Dorfbewohner hatten Angst vor den Punks. Wer weiß ja nicht, was die alles tun. Ne? Die brechen ja bestimmt ein, rauben Omas aus, fressen kleine Kinder. Keine Ahnung, was in die Köpfe so rumgeht. Wir haben uns nur abgegrenzt. Angst machen wollten wir nicht. Dann konnte die Elterngeneration aufatmen. Zumindest wenn man jenen glaubt, die der 90er-Jahre-Jugend nachsagte, sie sei eine Spaßgeneration gewesen. Unpolitisch bis zur Charakterlosigkeit. Und heute? Umgekehrte Vorzeichen. Angesichts der Klimaerwärmung fürchtet die Fridays for Future-Bewegung den Untergang und fordert von den Alten Verantwortung ein. Es scheint wieder was im Busch zu sein, zwischen Jung und Alt.